ist nicht wahr. Die Nuss habe ich nicht gestohlen. Die habe ich gefunden. Mach die Türen auf und lass mich raus. Aber der Zwerg hat auf den Boden gestempelt. Nein, die Nuss gehört mir. Hast sie wollen stehlen? Darum musst du da bleiben. Und mein Dienstmädchen sein. Du musst mein Bett machen und das Haus putzen und das Essen kochen. Und wenn du dann lang genug für mich geschafft hast und dich gut aufführst, kommst du die Nuss als Lohn über. So ist das Müsli Dienstmädchen geworden beim bösen roten Zwerg. Es hat viel arbeiten und nicht mehr heim können in sein Ährenfeld. Die Türen war zu und der Zwerg hatte den Schlüssel. Jeden Tag hat das Müsli dem Zwerg sein Bett gemacht, die Höhle gefegt und das Essen gekocht. Der Zwerg ist jeden Tag noch am Morgen vorgegangen und erst gegen den Abend zurückgekommen. Er hat aber immer die Türen abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen, dass ihm das Dienstmädchen nicht ab konnte. Er war gar nicht nett mit dem Müsli. Er hat immer mit ihm geschumpfen und ihm zu Leid gewerkt, wo er konnte. Einmal war das Müsli am Suppenkochen. Da kommt der Zwerg und futtert. Dann noch Holz holen, dass wir recht Feuer machen können. Es ist kalt da drinnen, hast du es nicht gemerkt? Das Müsli hat gefolgt und ist in den Höhlenkeller Holz holen. Während dieser Zeit hat der Zwerg schnell das Salzfass genommen und das ganze Salz in die Suppe geleert. Später, wo das Müsli die Suppe in den Teller geschöpft hat, nimmt der Zwerg einen Löffel Suppe und speuzt sie wieder raus. Die Suppe ist ja ganz versalzen. Muss da gescheit besser aufpassen. Das Müsli hat immer mehr Heimweh bekommen und ist allbald zum Zwerg. Gib mir bis so gut meinen Lohn. Ich möchte wieder heim. Aber der Zwerg hat nur bös grinset. Gut. Aber zuerst muss man ja alle meine Schuhe putzen. Das glänzt wie ein Spiegel. So hat das Dorli am Zwerg seine Schuhe geputzt. 17 Paar sind's gsi. Und dann ist es wieder zu einem gegangen. Ich habe alle Schuhe geputzt. Kann ich jetzt meinen Lohn haben und gehen? Nein. Zuerst müssen noch alle meine Kleiderschuhe geflickt sein. Sie haben überall Schränke und Löcher. So hat das Müsli am Zwerg seine Kleider geflickt. Aber er ist immer verstohlen gegangen, wenn es nicht geschaut hat, und hat mit einer Schere extra neue Löcher drin gemacht, dass es nie fertig geworden ist. So ist es eine lange Zeit gegangen. Das Müsli ist immer wieder zum Zwerg und hat bettelt: Gib mir doch bis so gut jetzt meinen Lohn und lass mich heim.